Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Leef Lükscher zu Hus und Unger Wes. Schön, dass da sieht. So ist es. Es gibt Sachen, die soll man nicht über das Knie brechen. Die geht man besser auf die lange Bank schieben. Auf die lange Bank schieben. Damit haben wir das Stichwort für die Folie von Hück alt direkt am Tapet. Die Bank. Ja, normalerweise die Fans vom Podcast, die wissen das ja altlang. Dummer erzähle ein bisschen von früher und auch von Kölsche Verzählscher oder Melure der Dom an. Aber wir machen normalerweise nie so eine tagesaktuelle Berichterstattung, kommentiere das letzte Spiel vom FC oder sonst so jetzt. Aber diesmal haben uns so viel Glück angesprochen, jetzt möcht ihr doch eigentlich uns eine Podcast machen über die Rusa-Bank vom Dirk Bach. Da haben wir gesagt, dann probieren wir das denn. Der Dirk Bach muss man doch nicht vorstellen, ne? Alle Male kennen der Dirk Bach als Komödiant, höchstens mal Comedian. Beim Bockmeier hat lange Zeit gespielt, ernst und auch lustig. Ich selbst habe nicht nur beim Bockmeier gehört und gesehen, sondern sogar im Schauspielhaus von Köln. Das war damals noch, ja, das man das besuchen können. Das war so in 1992 muss es gewesen sein. Da hätte Dirk Bach in Schillers Räuber, für ein Beispiel, eine ganz ernste Rolle gespielt und die war derart überzeugend, wenn ich Hück dran denke, läuft mir Hück noch der Rücken runter. Also, wer meint, der Dirk Bach war nur eine Flabes gewesen, das war keine Flabes, das war ein Mensch wie du und ich, war richtig ernst zu nehmen. Ich meine auch der breite Fächer, der gehabt hat beim Spielen, der hätte auch sonst gehabt. Also der hat sich so vielfältig engagiert, war lustig, er war ganz ernst, wenn es um soziale Sachen ging. Also was der für die queere Community von Köln getan hat, das ist wirklich echt gut. Ja, außerdem auch für die Amnesty International und für die Tiere, für deren, ja, gut Sinn im Leben. Das mit den Tieren, das war vor allem von Peter, ne, bei der Tierschutzorganisation. Ja. Der Dirk Bach ist 1961 geboren, wie ich. Ich war also, wie ich gehört habe, der ist tot, da war ich richtig schockiert. Und man hätte ja auch nicht verstanden, er war ja drauf. Ich habe gelesen, er hat vorher noch Urlaub gemacht und hat noch ein bisschen aufgenommen. Also man hätte gesagt, man konnte nicht verstanden, dass er auf einmal tot war. Warum erzählen wir das alles? Das Jahr vom Dirk Bach auf Mallorca hat der meiste Besuch von, ja, wenn so Führungen sind, jeder fragt, wo ist es, Graf von Dirk Bach. Es ist ja auch hier in der Gestaltung, so wie es gemacht wurde, ist jetzt Besonderes. Der Dirk Bach, um dabei zunächst zu bleiben, der hat posthum noch der Comedy-Preis gekriegt. Also nach seinem Tod. Ob dem Graf ist das in einem Stein auch extra postiert. Und ringsherum auf dem Graf stand noch viel Spielsachen, die das Erscheinungsbild vom Dirk Bach auch ein bisschen zeigen. Und dann evans die Rosa Bank. Die hat das Heller von Sinnen, eine jode Freundin vom Dirk Bach, spendiert und abstellen lassen. Die Stadt Köln könnt stolz oben sein. Schließlich ist Mallorca das Gedächtnis von der Stadt, wie man so schön sagt. Und der Dirk Bach ist evans dabei. Stolz schenkt die Stadt allerdings nicht zu Sinn. Im August, da ist es passiert. Da kam der Schriebes, alle von der Stadt, alle privaten Bänke müssen weg.
bis September. Da kam einfach eine Schrift von der Stadt, dass bis September alle privaten Bänke weg möchten. Man hätte halt überladen, auf der Stadt irgendwie unterbesetzt war, dass sie dann nicht so abgepasst haben, dass der Schriebe so rauskommt. Also ich habe da ist eine April-Scherz oder so, jetzt das hätte ja wirklich gestimmt. Ich habe direkt im Internet neue Leute unterstundet. Aus ganz Deutschland wurde darüber berichtet. Und es gab auch direkt eine Petition, die konnte man nachlesen auf Change.org und auch unterschrieben, dass die Bank da bleiben soll. Ja, Köln hat sowieso eine traurige Berühmtheit, was all nicht funktioniert. Aber hier mit der Bank, da hätte Köln wieder uns jetzt Trauriges dabei. Hier dann Fernsehen, Radio, Zeitungen. In ganz Deutschland haben sie sich darüber lustig gemacht, dass die Stadt für Sorge hat, eine private Bank von der Gräber wegzubringen. Da war natürlich klar, die haben direkt Erfolg gehabt. Ne? Im Robedi-Dub war die Petition bekannt und bis jetzt sind mehr wie 22.000 Unterschriften. Und es gibt noch eine Petition von einer Frau, privat, der ihre Sohn ist da begraben und das ist jetzt nicht so eine Star, aber die möchte natürlich genauso auch auf der Bank sitzen und sich ob der Sohn besinne und ob die Art und Weise bei ihm zu sind. Vielleicht, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, was ich jetzt sage, sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob man am 11. über die Fürschrift, die die Stadt davon sich gelassen hat, noch uns darüber sprechen kann. Ja, wann das ne Witz wäre, das wäre ja so jetzt. Aber es ist ja viel zu bedröv. Also, ich meine, das haben die Leute auch direkt begriffen. Der Protest kommt ganz offiziell auch in der Politik. Die FDP bringt es in der Stadtrat und der Förderverein von Malorte mit Bernd Woidke an der Spitze, der ja erg engagiert ist, der hat sich auch direkt da eingemischt und andere Vorschläge gemacht. Der Arbeitskreis Friedhof hat sich getroffen und ich habe direkt neu geschaut, wer das ist. Das sind also Vertreterinnen und Vertreter von der Genossenschaften von der Kölschen Friedhofsjächtner, der Bestatterverband Köln, die Innung Steinmetz und Bildhauer, die Genossenschaft Steinmetz und Bildhauer, der Floristenverband, auch die Kirchenverbände und die Stadt Köln, das heißt das Grünflächeamt in dem Zusammenhang. Ja, das Ganze haben wir uns ganz pingelig durch. Vielleicht wird das klar in dem Krippchen, das durchnummeriert wurde. Die Nummer 1. Die Vorschläge, die sie gemacht haben, ne, die schauen wir uns jetzt genauer an. Da kann man da vielleicht ein bisschen Licht in das Düstere bringen. Ich probiere so wie das geht auf Kölsch. Der Arbeitskreis geht dafür plädieren, dass die Stadt Köln ob Malorte de wilde, so steht es wirklich drin, de wilde Bank aus Gründen des Erscheinungsbilds, des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Verkehrssicherheit, das kann man nicht auf Kölsch sagen, fortnehmen date. Und die Nummer 2? Ja, Moment. Also die 3 Argumente, die möchte man noch uns extra sagen. Das Erscheinungsbild, das heißt also, sie sind nicht jod aus, es ist nicht einheitlich, da kommen wir vielleicht Licht noch uns drauf. Dann der Gleichbehandlungsgrundsatz, das ist ja richtig. Man kann nicht die Bank beim Dirk Bach stehen lassen, weil das eine Prominente ist und die andere Bank von private Leuten abrühmen. Und das Nächste mit der Verkehrssicherheit kann man ja auch verstehen, die Stadt ist zuständig, ist ja städtischer Grund, wenn so ein Allbank verhaftig morsch ist und so date baschte, wenn man sich draufsetzt und einer date sich wie, dann muss die Stadt dafür abkommen. Das geht natürlich nicht. Die Nummer 2. Der Arbeitskreis plädiert dafür, dass die Frist, die die Verwaltung vorgegeben hat, nämlich am 8. September, dass man die Bank forttragen date, dass die verlängert wird bis zum 1. März. Dann sollen die Betroffenen die Möglichkeit haben, im Einzelfall alternative Lösungen für Sitzmöglichkeiten zu organisieren. Ja, mit dem Aufschieben ist ja sowieso in Köln ein Usus.
Ich meine auch, jedes so ja Fremdwort für das heißt, das wird dilatorisch behandelt. Und das kennt man ja hier in Köln, ne? Ja, für Christtag kann man sich ja so eine Bank schenken lassen. Boah, das ist aber wirklich richtig fies. Also, ich mache einen Zweger mit der Nummer 3, da geht es nämlich ganz besonders intensiv. Der Arbeitskreis regt an, also der ich dafür plädiere, dass die Verwaltung transparent und proaktiv, was schön, über die Möglichkeiten vom Abstellen von private individuelle Bank informieren date. Und jetzt geht es. Das lese ich auf Hudisch, weil man sonst nicht läuft. Diese kann auf der bereits erworbenen Grabfläche oder gegebenenfalls auf einer hierfür noch zu erwerbenden benachbarten Grabfläche aufgestellt werden. Nur wissen Sie ehrlich, das ist doch total bekloppt. Wie soll das dann gehen? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also die private Bank muss fort, weil sie das Erscheinungsbild steuern date. Von mir aus, wenn man das meint, in Rosa Bank hat keinen Platz. Aber wenn dieselbe Bank ob dem Graf abgestellt wird, wie sieht das dann aus? Dann stürzt das nicht mehr und außerdem sieht es wirklich komisch aus, ne? Wie soll das überhaupt technisch für sich gehen? Die Bank ob dem Graf? Wie stellt man sich das vor? Das schließlich sitzen nicht genau über dem Dude. Das kann doch nicht denn ihre End sein. Das ist aber eine schlechte Aprilscherz. Es ist es ja leider nicht. Es ist ja leider, dass man für ernst nehmen muss. Entschuldigung, aber da fange ich an, würdig zu werden. Ja, da kannst über die Blömscher klimmen oder der Bodendecker oder der Schlamm, was da ob dem Graf ist, hast du alles platt getroffen und dann sitzt du, wenn du Pech hast, mit Ding im Pfötchen genau über dem Dudesing im Gesicht. Also, es ist wirklich, und wo ist dann die Pietät und das schöne Erscheinungsbild? Es ist ja schlimm genug, die Bank vom Dirk Bach, die war ja fort zwischendurch, jetzt ist sie ja wieder da. Und die haben sie nicht ob dem Graf abgestellt, war da hinger, so dass das vielleicht noch zu dem Graf Zelle date. Also wenn man für dem Graf steht, hat man direkt ja über die Bank. Aber man weiß eigentlich, man kann auch dahin gehen, aber man weiß nicht, wo man die Füße aufstellen soll. Also ob am Eng, wenn man sie da hinstellt, wo sie dann sind, wenn man auf der Bank sitzt, sind die direkt ob dem Grafstein von dem Dirk Bach, der da ob dem Boden liegt. Also das ist unmöglich. Vielleicht sollte man erwähnen, dass Freunde vom Dirk Bach das Ganze veranstaltet haben. Die haben also die Bank nicht geklaut. Das war jetzt in alle Zeitungen, die Bank ist geklaut. Ein paar Tage später war dann die Bank wieder da und da war ein Zettel dran. Ich habe mich nur ein bisschen ausgeruht und steht jetzt genau über den beschrifteten Steinen, wo dann auch posthum die Ehrung vom Dirk Bach ist. Also ich meine, das hat er nicht gesehen, ich an der Hermann gerade angestuppt. Das ist natürlich auch interessant, aber wenn man jetzt da noch ins Wegerjon, was die Stadt sagt mit dem Erscheinungsbild. Man kann die Bank nicht nur ob das Graf stellen, man kann auch das Nachbarsgrundstück kaufen. Die Frage ist, wieso dann das Erscheinungsbild nicht mehr stören date. Also genau die Fläche nebendran, die kann man dann kaufen, kriegt die Stadt Köln 2000 €, was so ein Graf kostet. Und dann stört es auf einmal nicht mehr. Und sicherlich ist ja noch die Frage mit dem Gleichheitsgrundsatz. Es ist ja nicht jedes Graf neben einem anderen Graf frei. Und wenn man das dann irgendwie so in einem Winkel abstellen date oder so, das können evans Menschenlück sich ja nicht kaufen. Dann ist also der Gleichheitsgrundsatz direkt wieder fort. Es ist unglaublich. Ich mache es wieder mit dem Punkt 4. Der Arbeitskreis date auch dafür plädieren, dass die Verwaltung Gespräche mit potenziellen Vereinen, Stiftungen und so weiter führen date, damit man von denen Hilfe kriegt in besonderen Härtefällen für die Anschaffung von so einer Bank. Da soll also extra eine Bankenfonds gegründet werden. Das hört sich ja zuerst gut an. Ja, aber nur zuerst. Also wissen die Leute, die da arbeiten und das alles fertig gemacht haben, wissen die da nichts davon, wie Leute, die kein Geld haben.
es ist ganz schwierig, dann hinzugehen und zu sagen, ich brauche das und um Hilfe zu fragen. Also man kennt es ja, wer Pens hat in der Schule, wenn da eine Ausflucht gemacht wird, da wird auch gesagt, wenn ihr Ältere das nicht bezahlen können mit der Klassenfahrt, dann ja, noch im Förderverein, das ist kein Problem, das muss keiner zu Hause bleiben, weil kein Geld da ist. Und es ist für die Pens und für die Ältere arg schwer, so jetzt zu machen. Das ist sowieso schwer. Aber wenn einer jetzt bedröft ist, weil der Mann oder der Vater oder sonst wer gestorben ist und der geht dann noch am Amt und muss fragen, noch halb am Griechen oder fühlt sich an schlecht und muss dann noch sagen, ich habe kein Geld, das ist doch unmöglich. Es hört sich gut an, aber in der Durchführung ist das praktisch nicht zu machen. Die Nummer 5 ist dann besser. Da heißt es, dass man auch andere Bank präsentieren kann von der Grön-Stiftung, die kostengünstiger sind, also so ein Zweier-Sitzbank. Da muss dann der Mater darüber bestimmen, ob das wirklich fluppe geht. Aber grundsätzlich, meine ich, kann man da nichts je sagen. Das hört sich auch eigens gut an, aber das ist doch auch nicht die Endlösung, kann das doch nicht sein. Ja, dann haben Sie ja noch zusätzlich angeboten im Punkt 6, der Arbeitskreis bittet darum, dass das Angebot von Sitzmöglichkeiten ob der Kölsche Kirchhof größer machen. Das heißt, es soll im Klartext Bank abgestellt werden. Das ist natürlich nicht dasselbe wie die Bank, die da jetzt hier, die privat ist. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich schon ja nicht, ob der Kirchhof der Dude, wenn ich mit dem verbunden bleiben möchte, dann schaue ich mir Bilder an. Oder ich schon dahin, wo ich mit dem Dude oder mit der Dude früher gewesen bin oder wo ich mit der in Urlaub hingefahren bin. Und da fühle ich mich nie verbunden, wie wenn ich ob der Kirchhof jon. Aber wann einer ob der Kirchhof geht und denkt, damit ist der Kontakt, die Verbindung zu dem Dude größer, dann will der oder die natürlich auch an dem Graf sein. Da nützt es nichts zu sagen, 3 Reihen Wege steht die neu abgestellte Bank von der Stadt Köln, da kannst du dich postieren. Das nützt dem dann auch nichts. Der will dann wirklich bei dem Graf sein und nirgendwo anders. Vielleicht sollte man uns auf das Thema Verkehrssicherheit kommen. Wenn die Stadt hingeht und nur die Sitzbank, die privaten Sitzbank aussortiert, die wirklich baufällig sind, dass man sich ein Bein bricht oder sonst wie geht, dass sie die abkassieren wollen, das verstehe ich ja. Ja, das war auch der Vorschlag vom Heller von Sinn. Die hätte gesagt, man könnte eine Einzelfallprüfung machen. Und das Argument von der Stadt ist dann, das ist zu aufwendig, das ist zu viel und man kann nicht den ganzen Kirchhof inspizieren. Aber sie können es doch inspizieren, wenn so Zettel drauf geklebt wird, dass man nur bezahlen muss, weil das die 20 Jahre abgelaufen sind. Also das fluppe. Und man könnte ja auch Leute fragen, die dabei bei dem Inspizieren ein bisschen helfen können, vielleicht vom Förderverein. Und außerdem, die da mitarbeiten von der Stadt, die rumfahren und der Kirchhof inspizieren, dass da abgeschlossen wird. Freundliche Mitarbeiter, mit denen man sich auch gut unterhalten kann, das habe ich so erlebt. Die wissen doch, was auf dem Kirchhof los ist. Und die Friedhofsjächtner wissen das auch. Also, man kriegt es hin mit dem Zettel draufkleben, da kann man auch da eine Zettel machen, die Bank ist baufällig, wie es jetzt auch gewesen ist. Und außerdem kann man auch in der Zeitung schreiben und Schilder am Kirchhof aufhängen, dass kaputte, baufällige Bank gemeldet werden solle, sodass nicht nur die Familie, die das Graf hat, aber auch eine Spaziergänger sagen kann, hey, da habe ich jetzt gesehen, das könnte gefährlich werden. Ich habe ein bisschen neu geholt. Das Argument, was ich auch noch geholt habe von der Stadt, war, dass das ja eigentlich nur ist, weil wir hier meinen, wir wären jetzt besonders Land. Könnt du jetzt all nicht vorkommen. Da jöwe direkt, wenn einer da so eine Bank postiere, der privat jöwe eine große Krieg und dann wird das direkt abgeschafft. Muss man sich ins vorstellen, sagen, wenn ich Land lebe. Ich wohne ja nicht Land. Ich bin von Herzen froh, dass ich in der Stadt lebe und ich möchte nirgends anders leben wie in Köln. In Köln ist man doch frei und es ist hier bunt und herzlich und tolerant. Und da kann man doch nicht vergleichen mit einem Dorf, wo alles hier tratscht wird und wo die Grenzen viel enger sind. Wir sind doch gerade stolz darauf, dass es hier so frei ist, wie das Marie-Louise Nikuta auf seinem Grabstein hat, leben und leben lassen.
Ich möchte nur wissen, wer das all angeschwängelt hat. Ich ist das Abröme bis zum 1. März 2024 verschoben wurde. Damit ist es aber nicht getan. Da muss man immer noch jeden Tag Angst haben. Wird es nur jetzt abgeräumt? Ist es schon abgeräumt? Und damit das nicht passiert, so lange Angst zu haben, sollte man ganz anderes Datum nehmen. Und jetzt gut die kölsche Lösung. Wird verlängert, bis die Kölle, sagen wir, 2000 Jahre alt ist. Und das wäre im Jahr 2050. So lange sollte man das verlängern, bis die Bänke aufgeräumt sind. Und dann 2050, anlässlich vom Jubiläum, könnt man dann so eine Generalamnestie machen und die Bank könnte stehen bleiben, außer denen, die kaputt sind. Ja, das war jetzt eine aktuelle Frage. Wir machen nun eine ganz klitzekleine Sprachkurs, den wir hierfür gebrauchen können. Täterete, aufgepasst, jetzt wird ein bisschen Kölsch geliert. Ich fange an, eine Diskurs auf Hochdeutsch. Diskussion und man muss darauf aufpassen, dass man Kösch und nicht Kösch sagt. Dann, was man natürlich nicht nur in dem Fall brauchen können, ist miteinander Schnüsse zu schwaden. Sich senke. Mit und nicht sich zanke. Und dann, wenn man das so sieht, wie die Leute, die das alt getan haben, eine Petition unterschrieben. Und zuletzt Frore. Ja, lieb Lügscher, wir hoffen, es hat euch gefallen und hat euch angestoppt, darüber nachzudenken. Und beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Tschüss.